Es geht also um sich darum, Personen zu identifizieren, die so eine radikale Auffassung haben und eine Moos, dass sie können zu einer Gefahr sind. Wir leben ja nicht, oder wir sind ja nicht weltfrei, wir leben nicht auf einem anderen Planet, aber wir wissen, wo die Gefahren hier kommen. Das sind die Attentate in den letzten Jahren, als das schon gewesen, normalerweise ganz radikal politisch Aussichten oder ganz radikal religiös Aussichten oder die zwei. Das ist das, was normalerweise zu einer Radikalisation violent feiert und zu Attentaten feiert. An diesem Gesetz aber gibt eine Akrobatie, wo politischer Korrektheit gemerkt. Das, was es ging erlaben, eine Radikalisation wirklich zu identifizieren, darf nicht erfasst gehen. Am Gesetz steht es, d'Opinion politique, Religion, Conviction philosophique, was ja aber Sammelbegriffe sind, wo auch die Radikalphänomene können drin fallen, dürfen mal nicht erfasst gehen. Sollten sie aber mattgedeelt gehen, dann müssen sie zerstört gehen, und dürfen nicht benutzt gehen. Das heißt, auch von der Staat, die UIP als Sicherheitsinstanzen gingen zur Kenntnis kriegen von einer eventueller Gefahr, dann dürften sie mal nicht benutzen. Das ist absurd und das auch mit der Sicherheit von unseren Ländern, von unseren Leit gespielt.